Kapitel 7 Geestliche Geburtskontrolle. Op een weg geestlich van oud wordt, was du meer een nieuwe gedanken vingen, en een van die woorden die maken amaklich veel. Dat is wie een falsche Überzeugung war das tun, brugt anderes, en anderes is immer schwer. Aber wenn du was nur steden komen, wo du niemals gewas bist, wirst du maar de ding denken, die du niemals gedacht hast. Een kleines Beispiel. Het passiert in mijn leven als ik de eerste maal Levenbacks aanhoud te predigen. Mij wordt met die overtuiging opgetrokken dat wanneer ik mijn beste kleider aantrok tot kerk, dat wie een bewijs van respect voor God. Aber de tijden hadden was het geändert. Mensen trokken zich lang niet zo zinnig aan voor de arbeid en voor kerk, en ik wist dat we welke mensen maken makkelijk veel in het kerk, als dat ik bij mijn oudmoedige mensenreilen blijf. Bezie dat, God geeft veel meer om droom over wat aan mij aanging, als wat ik mij wilde uiterlijk aan te trekken. Ik wist dat een mens zit wo einer van buiten laat, aber de Heer kijkt naar dat hart, 1 Samuel 16:7. En daarween trok ik mij mijn smakste Levenbacks aan, en mijn zondag schawanik, en voor zondag s'morgens te kerk. Yes, dat van je denk. Wanneer ik ook in mijn hart wist dat dit een goede entscheiding weer en gans met God zijn woord opleent, so viel ik me doch nog voor een stootje amaklich. Wanneer ik nu terugkijk, wie predigen en Levenbacks een kleine denk. Aber ik moet eerst met mijn overtuigingen handelen, per mijn benemen, en over dem ook mijn feilen zich änderde. Wanneer du was nu steden komen, wo du niemals was bist, wirst du maar te ding denken, wat du niemals gedacht hast. Viele Menschen haben Überzeugungen, die den terughouden. Überzeugungen, die nicht mit Gott sein Wort stemmen. Diese Überzeugungen schaffen ein bisschen als Geburtskontrolle und lassen all die wundervollen neue Dinge, zu wat Gott einen Zugang geben will, nicht geboren worden. Sie würden anfangen, auf ein schöner, naturaler Weg das besondere, begeisternde Leben zu haben, was Gott für ihn hat, wenn sie bloß ihre falsche Überzeugungen zu sich schafften. Diese begrenzte, falsche Überzeugungen fallen in Feiergruppen. Also, wenn du probst, die falsche Überzeugungen in dein Hart zu finden und zu fixen, dann ist das steht anzufangen. Denk grater. Ein Weg, wo der Geist ständig an unsere Überzeugungen schafft, dort uns trifft, grater zu denken. Wen falsche Überzeugungen haben vielmal mit zu klein Denken zu tun. Weißt, wenn du die Bibel liest, kannst du sehen, wo Gott immer ans Denken vergratet, per uns brucht in seine Arbeit. Als Gott Moses roept, de Israëlieten van Sklaverij in Egypten uit te brengen, dann grunzt Moses en zegt, aber mein Herr, ich zie nicht einer, der gut reden kann, mein Herr. Schick einen anderen. 2. Mose 4:10-13. Gott antwoordt en zegt, hij wird Moses de Wert am Müll aandoen, der am feelde. Gott geeft Moses de Fähigkeit, Tekens en Wunder te doen, wat velen om Glauben bracht. En te bovenaan versprook God, dat wanneer ze Egypten verlaten worden de Israëlieten de Egypten erg toe metnemen. Moses stach klein. God wijst hem de veel grotere vision. Oder Josua. Hij moet haar leicht klein gedacht, wen God zei hem waarheid te hem. Sie stark en mutig. 5. Mose 31:23. God moest Josua zijn gedanken ändern. Wen zijn gedanken begrenzt te zijn leven. En ook zijn Fähigkeit aan te leiden. En denk aan Gideon. Dat wie een man met een Leer zelfs wird. Als de Engel am ein Krieger mit einen Heldenmut nahen, recht als Vers 12, dann sagt Gideon, wer ich? Ich zie de lichtste man in meine Familie. En meine Familie is de lichtste in het land. Aber Gott sagt Gideon als zijn goede man. En hij wil haar Gideon zal zichzelf ook zo zijn. Esther had een nieuwe gedanke wat haar leven ändert. Zij waren als de schmackste vrouw en wordt König Xerxes zijn beleefdste vrouw. Dan een dag geeft er weer haar een nieuwe gedanke. Vielleicht hat sie nicht bloß ein besonders schmacker Charpe gekriegt,
omdat ze makkelijk als een Königin leven, vielleicht hat sie een veel groter Zweck, Gott seine Menschen te raden. Abraham moest ook anders denken. Gott versprach Abraham een Sohn. Als hij 100 Jahre alt war en seine Frau Sarah wie 90. 1. Mose 17:16. Sarah lacht über luid als zij darüber dacht, aber zij en Abraham anfangen grater te denken, zagen zij de Prophezeiung erfüllt. Wann du wat niet glaubst, fangst du an nieuwe dingen te doen. En die werken brengen die nu een nieuwe toekomst. Jezus mag zijn Jünger über meest alles anders denken. Hij verändert ihre Überzeugungen über Gott ganz. Die Folge von Sinn, Vergebung, Leidenschaft en über het himmlische Reich. En bloß 3,5 Jaar wie Gedankenleven uit een eingeplokken en dan weit grater abgebuurd als verher. Deze eierleerde mannen worden leiders van een beweging die de Welt verändert heeft. De Welt is vol kleine denken. Ik had een vriend in Australië die noemt dat tall poppy syndroom. En dat meint, dat kleine denken die kritiseren immer erfolgrijke mensen. Weems kop over de grote schoor uitsteigt en snijdt den rauf, wat ze dezelfde hecht ha. Wann du in den Geschäft Erfolg hast, worden anerfolgrijke mensen sagen, du hast dat falsch gedaan. Oder wann die nicht stark warst, die leven kleinere denken, dat du hast de Wahrheit op Spiel gesagt. Wann du grote Träume hast, worden diese kleine denken die sagen, dat du zo'n denken sollst, wat möglich ist te doen. Oder sie können sagen, oh, ich habe dat ook al geproefd, dat wordt niemals schop. Het denken begrenzt en wat, so ist dat immer gewachst is. De Wahrheit is, Gott will ha, dat jeder einer von uns soll scheine grote levens vol Fried, Zweck, Meinung en Leben ha. Jesus käme je, zodat we kunnen een volop leven ha. Johannes 10:10. Ist dat nicht eine grote Friede? Wir sind nicht bestimmt zum langweilige, halbscheine Lebens ha. Weit's wat? Wann ein Gläubiger sich fast hier anfällt in ein normales, tägliches Leben, dann ist er bloß wegen hij oder zij Angst hat, anders zu denken. In de Möglichkeit nehmen, wat nie te proben. Wo findest du, dat du klein denkst? Wann du hierst, wo andere Erfolg haben, kostet du die matfrei oder bist du aufjensig? Wat fällst du, dat Heilige Geist die leidt te doen? Aber du hast Angst, dat te proben. Dit is bewijs van kleine denken. Warst du immer diese falsche Überzeugung mit grater denken? De religiöse Menschenreden vernichten. Wann ik een menschgemaakte religiöse Überzeugung op een proef stel, gleich ik dat religiöse Menschenreden te nennen. Dat is een klare weg een religiöse Überzeugung te beschrijven. Die Menschen so diep in ihre Gedanken haben, dat er nicht mehr je eine Frage über te stellen. Dit sind gute Beispiele von falschen Überzeugungen, die uns tegenhouden en schoren. En dat beste ding met religieuze mensenreden te doen is, die te vernichten. Zum Beispiel, viele Menschen haben ihre eigene Idee über wat het meint van Heilige Geist geleid te worden. Wenn ihre eigene Erfahrungen oder andere Menschen übernehmen, geloven ze Heilige Geist maakt immer eine gefühlsvolle Erfahrung oder ein Spel en een opzienend in de Menschen, te wem hij redt. En dan wordt het benemen te religieuze mensenreden, zodat we niet een vraag wat te stellen oder dat te bechecken. Einige Menschen haben wirklich gefühlsvolle Erfahrungen mit Heilige Geist gehad, aber das meint nicht, dass die Menschen immer auf den Weg leidt, oder dass het fremde benemen zelfs een bewijs is dat Heilige Geist durchschafft. Wegen dieser falschen Überzeugung sind viele Menschen von der Idee aufgeschoben, von Heilige Geist geleid te worden. De religieuze mensenreden haben genoeg schuld gedaan aan het kerk overal. Een kansvollet, opzienend aanstellen, schreien oder sich opvallend benemen, heeft veel falsche Überzeugungen gebracht. Dat is geen Wunder, dat klaardenkende Menschen weit afblijven van kerken die aan Heilige Geist leren, welke deze religieuze mensenreden nu voets vernichten. Heilige Geist leidt Menschen nicht, sich fremd en opvallend te benemen. Dat is een falsche Überzeugung. Eine andere religieuze mensenregel heeft te doen met kerkelijke tradition.
Ich rede nicht von den wunderschönen Traditionen, die biblische Grund haben. Nee, ich meine die ladje Traditionen, die fehlen nicht unterscheidet können von dem Grund vom christlichen Glauben. Wenn sie Angst haben, die Grundglaubens auf Spiel zu setzen, sagen einige Christen, dass weg von den doen, Programme, soort Musik oder Weg von Anbeten, als die Weg, wo das je doen moet. Traditionen worden te religiöse Menschenregeln. Ich will die nicht ohne Frau zu stellen. Sogar wenn sie kein biblischer Grund dafür finden können. Einige würde sagen, dass diese Traditionen ändern, als ein Weg von Glaube auf Spiel sind. Aber wirklich hat von durch seine nichts zu tun mit der Wahrheit auf Spiel sind. Von durch seine meint bloß, die selbst in wo du eine Erholung mit anderen hast, nur deine Umstände nur anzustellen. Das Paket wird umgeändert, aber nicht dort, wo der Bern ist. Das meint, die Anstelle über wo du Jesus mitteilst mit anderen, während du ganz treu bleibst zu der welche Sache. Da werden immer so sein, die Gute nur recht verändern, um eine schwache Menschen sein zu kriegen, aber nicht alle, wat wel von euch sein, dann dort. Du kannst seine Wunde sein, wenn sie lauten welche Punkte von der Botschaft uit. So war das die Besonderheit von Christus, der der einzige Wahrheit ist, dort wir in Gnade durch Glaube gerat sind, oder die Wahrheit vom Himmel und Hell. Die wird welche Sache hingeluten, Glaube sei sind wichtig. Aber sie waren unwichtig, wenn sie nicht unterbeiden. Ihre Botschaft wird immer schwacher und verlässt die Kraft, Menschen ihre Lebens zu verändern. Die Wahrheit ist wichtig. Geistlich von durch sein meint nicht die einfache Wahrheit uit de Gode nur recht uitnemen. Dat te doen, wird ook die Kraft Lebens zu verändern, door uitnemen. Jesus starb von der Kreuz für unsere Sünde. Stund ab vom Tod und zat an Gott seine rechte Hand. Kämpft weiter, all die glauben, ewig Leben zu bringen. Dat ist nicht begrenzend, diese Wahrheit ab von deutsche Weg wieder zu sein. Beste wahrlich die religiöse Menschenregeln von so als wie dat immer gehad ha, loszulaten en het je geest die laten en Wahrheiten aanleiden. Du kannst geistlich von durch sein in dat Paket andere, wo du die Botschaft mitteilst, während du dat Geschenk, Jesus, so laatst als ist. Neem Gnade an. Te klein denken en religiöse Menschenregeln sind zwei Sorten von falschen Überzeugungen, wat die Wahrschmatte wahre Stunde, um das geistlich von der Leben unternehmen. Einige andere falsche Überzeugungen lauten zuerst so aus, wenn die nicht mit das geistlich von der Leben zu tun haben. Die lauten sogar biblisch. Aber diese Überzeugungen holen Menschen auch träg von das wundervolle Leben, was sie in Christus können haben. Wie können diese Überzeugungen mit ein einziges Wort opvoeden? Recht. Unsere Rechte ist ein klarer Beweis von falschen Überzeugungen. Zum dort überstehen, muss die Lehre Gnade unternehmen. Was ist Gnade? Das ist schon, dass das Wort vielmal arg gebraucht wird. Zum Beispiel, besonders in der englischen Sprache, wenn wir eten wollen, dann fragen wir manchmal, wer will Gnade uitspreken über das Eten. Aber was das ist, bloß für das Eten dank. Das ist nicht, was Gnade groß da meint. In der Bibel meint Gnade, Gott seine Kraft an die Schaf, seine Fähigkeit an die, sein Sehen, seine Wunder, sein Fried, seine Fried, seine volle Versorgung für dein Leben. Und seine Gnade kommt nur die unverdient. Das ist wichtig, wenn in der meisten Religionen, in einem religiösen Christentum, proben Menschen immer gut genug zu sein, dort Gott uithelpen wird. Viele, wenn sie beten, proben zu schachern mit Gott, dann wo gut sie sind. Lieber Gott, ich sehe, dass du 5-mal bei der Kirche warst. Ich gebe $20 für das Opfer. Nu komm Gott, nu doe je mal wat. Dort ist es, wenn wir Gott proben anzubilden, dass wir gut genug sind, dass wat für uns tun kann. Dort ist nicht so Gnade schafft. Wenn du in der Bibel Gnade studierst, kannst du sehen, dass Gott die Gnade als ein Friedgeschenk zu jeder Gläubiger gibt. Unverdient. Das ist so wichtig, wenn Religion will, hat es als Glaube,
dat iemand Gott zijn zegen eerst verdient. Dat is niet zo. Jezus storf in die steed, en wanneer du hem die leven jafst, dan hast du zijn genade. Ik ha een wertvoller vergelijk, den ik gleich metedeel te mensen helpen verstaan wat Jezus van staat. De Geschichte handelt sich um ein Vater en zijn angehörsamer Sohn, der von Tüsschen in zijn leven weit af van Gott leeft. Eine Nacht woek de Vater midden in de nacht op. Wen door klappert weer dringend aan een verder aan. Als hij de deur opmaakt, valt zijn vreemde Sohn durch de deur aan. Hij weer ganz met bloed besmet. De Sohn odem schwor, aber kreeg dat nog ruut, dat hij een mens omgebracht had. Ik wil dat niet zo, Vader, ik wil dat niet zo, zei hij. Zijn troon raande de langs zijn bak. En nu zijn de politie me hingen aan. Goed, zei de Vader te den Sohn, dat hij zal zijn bloedige kleider aftrekken en reine kleider aantrekken. Ik wil mee om deze kamer, zei hij te zijn Sohn. Nu aan. De Vader zei ook dat zijn Sohn zal zich versterken en hem niet proeven aan te roepen, maar hij zei dat het zeker weer. Wat de Sohn aber nicht wist, wie dat als de politie zijn steg hingen aanging, nu zijn Vader zijn deur, vingen ze zijn Vader, met de bloedige kleider aangetrokken. Bestemd wordt hem nu beschuldigd voor den moord en hij stond tot het toe dat hij dat gedaan had. De Vader betaalde den prijs voor zijn verbrek. Hij tolde het met zijn leven. De Sohn wist dat niet, maar het te laat weer, door irgendwat met te doen. Wanneer zijn Sohn ook wat onleifliches gedaan had, weer de Vader dagwerkelijk zijn leven te geven, zodat zijn Sohn kon vrij zijn. Du hast nichts, wat irgendwer doen kan, wat Jezus beschrijven wordt. Hij is met jeder persoon op deze ganze eerd van harte en lijf. Deze Geschichte is een geestlich van de Oorschawach van Meddelen wat Jezus voor ons deed. Jezus nahm onze zin. Hij trok zich de zindliche Kleider van ons verbreken aan. Hij nam de straf voor alles. Moord, eeuwig, stelen, leeuwen, staltet, plundering en betaalde al met een volle prijs. Mensen veel te weten dat Jezus zijn erde steeds starf. Voor jeder zin wat zij zich plus versteld hebben. En als hij dat deed, merkt hij allmählich dat God zijn genade, zijn kracht en zijn leven en ihre levensnaam schelen kan, wanneer zij hem aannemen. En don't wat zij gedaan hebben, dat is al betaald. Dat is niets wat irgendwer doen kan, wat Jezus nu nog verschrikken wordt. Hij is met jeder persoon op deze ganze eerd zo van harte en lijf. Also, wanneer Jezus zo gnädig is, en wie zullen zo zijn als hij, dan is er in onze levens geen ruim voor een rechterische instelling te hebben, onder geen eeuwen. Wanneer we andere rechten, dat dreigt vele mensen van God weg. Dat dreigt mensen ook weg van het kerk. Aber te dezelfde tijd, de Jezus den we dienen, de Jezus den we in onze levens ingeluid hebben, de Jezus, die ons beste vriend geworden is, de Jezus, die ons raden en haar is. Hij is zo liefdollig. Hij verstaat ons zo fijn. En hij is zo wunderschön. Mensen fehlt dat ze den Jezus ook kennen, den we kennen. Bij een rechtende instelling geloven vele mensen met aanrecht dat God ons daal is. Zij stellen zich God zo ver als wanneer hij daal checkt, met een rechterhammer en op den dash knalt en zegt, schuldig, schuldig, schuldig. Geen wonder mensen willen van hem wegblijven. Ze geloven niet dat God een verhältnis met hen wil hebben. En ze kunnen zich niet voorstellen waarom zij een verhältnis met hem willen hebben. Ze kunnen zich dat niet voorstellen dat God hen oder arbeid zijn wil. Wen ze geloven hij is tal. En je test met hen. Een stam van deze soort van denken is de overtuiging dat die dier tool voor jeder Fehler, wat ze jemals gemaakt hebben, wenn God zegt immer nur weh, Fehler te bestrafen. Wanneer ze een van zijn geboten breken, wordt hij een wegvinger en treedt hol. Also, wanneer immer wat Schlechtes passiert, zoals wanneer ze een accident had zum Beispiel, geloven ze God heeft dat zij plant, als een straf voor een woord, wat zij doen hebben. Dit denken komt van de falsche overtuiging, dat God daal is. En zich afrechnen dat. Dat denken is niet bloos aardig naar de Bijbel,
aber dat vernicht ook de mensen en verhältnis met God. Dat is zo, dat door valje zijn voor vele van onze werk, aber die valje zijn niet van God geplant. Dat is bloß einfach, wat er passiert, wann welche Prinzipien gebrochen worden. Zum Beispiel, wenn du vom Dach raufhüpfst und dein Bein aufbrachst, dat is wen du dat nicht beachtst, dat Ding rauffällt. Du kannst Gott nicht beschuldigen oder annehmen, dat dein gebrochenes Bein erst in eine Strafe für vom Dach raufhüpfen. Dat is bloß eine naturale Folge davon. Als ein Jugendlicher kämpft ich immer mit der falschen Überzeugung, dat Gott ein toller Gott ist und dat moet mich schwer schaffen, zijn al die zin in mijn leven uit te krijgen. Troon eraan dat alleen mijn baken während ik leider zong wat God prachtig in mijn hart ingeziek en al de wijze wij en mij terrein. Psalm 139, 23, 24. Dat fällt sich alles sehr geistlich, aber wat ik dacht, dat Heilige Geist zijn Arbeit wäre bloß meine Treue gefeilen. Ik kreeg dat klar, dat hij mij immer voor mijn Sünde verdammt en ik leef dat ik moest veel dafür schaffen, dat Gott mij leven wird. Lot davon ik uit. Dat Verdammung ist niemals von Gott. Gott geeft de Welt Überzeugung über Sinn, bloß damit wiese wir neidig en tot an Jesus fällt. Der ist der de Weg zur Vergebung und Heilung. Gott ist niemals hingeran, uns en Sinn te vingen. Diese Idee, dat ik mijn Weg in Gott seine Gnade en verdienen muss, bracht noch ein schlechtes Ding in mein Leben an. Dat moet mir immer andere Rechte. Ik würde vielleicht Menschen seine lachen und Schenkungen haben, und ich dachte, sie würden beten sollen oder andere von Jesus vertalen. Ohne dass ich daran word ich Dala so als ein Pharisäer und weniger so als Jesus. Das ist schön. Aber einige Christen gleichen die Idee, dass Gott da ist, wenn dort jeft in der Ursache selbst erreicht zu feilen. Dort scheint sie glauben, dass es ihre Arbeit, Gott sein Eier alle Wege Hand zu bringen, wo sie hingehen. Du kannst sind op een gas aanvingen. En zei mensen ze moet omdraaien, oder ze worden een halbrennen, oder op tv reden ze luid, wo ze te de ganze Welt schreien dat Gott een strafe wordt. Diese falsche Überzeugung, dat Gott ehrlich en racheivend ist, musst du te zien schaffen, wenn du geistlich von der warst. De Weg dort te doen ist Gnade anzunehmen. Du hast nichts von True oder von der sein, wenn wir Rechte oder Menschen machen glauben, dass Gott entdall ist. So eine Botschaft ist beides, nicht Wahrheit und unerfolgreich. Das trifft Menschen weg von Jesus. Wir haben eine Botschaft von Gnade und Vergebung. Gott liebt die Welt so sehr, dass er sein einziger Sohn gibt, so dass wer immer an ihm glaubt, nicht sterben wird, aber ewig Leben wird haben. Johannes 3,16. Hier sieht das nur ein toller Gott. Geestlich van de seine Haft met te doen, met weten wer du en Christus bist. Weten wat Jezus voor ons am Kreuz deed. En de goede ding weten wat hij aan ons leven aanbrengt, wanneer wir am volgen. Dit verreicht en dit angenomen zijn, tja wie nicht kriegen durch irgendwas wat wir doen. Jezus maakt ons durch zijn dood en zijn Auferstehung würdig, en nu haben wir toetrad, te jeder versprechen in de Bibel. Dat is Gnade. Rein und einfach. Dort ist diese Botschaft von Gnade und nicht von Rechten, was die Welt viel zu hören. Willst du dem mitteilen? Er ist nicht hingeran, an seinen Sinn zu finden. Recht und Sinn ist eine falsche Überzeugung und auf ein Missverständnis von Gott sein Charakter gegründet und dort ist auf andere Menschen gelenkt. Eine zweite falsche Überzeugung, gegründet auf Gott seine Natur arg verstehen, ist Verdammung. Diese falsche Überzeugung ist nicht nur andere Menschen gelenkt, aber nur an selbst. Zum die vernichten, musst du die Vergebung annehmen, die Gott frei anbietet hat, durch Glaube an Jesus. Viele Menschen glauben, Heilige Geist checkt Tag und Nacht nur an, zum sein als hij kon, nur irgendeine Sinn in ihr Leben wiesen. Dit ist biblisch arg, nur Johannes 16,8 wird aufgenommen. Dort sagt, und wann die kommen wird, wordt hij de Welt de uw opmaken over wat zin is, en over wat gerechtigheid is, en over wat gerecht is. Over wat zin is, dat ze niet aan mij geloven. Over wat gerechtigheid is, dat ik nun voorga, en die mij niet meer zijn worden.
über wat gerecht is, dat die über deze wereld gewalt over dat, gerecht worden is. Ain't verdomming wat du feils, is nicht von Heilige Geist. Hij wiest ons als Gläubige nicht alles wat mit uns recht is, aber alles wat mit uns recht is, wegen Jesus. Wir erfahren alle Gefühle von Schuld, wenn wir was recht getan haben. Aber blievende, kwälende Verdammen ist so tun sein Weg. Wo kannst du das weiter, wenn der Feind dich verdammt? Wenn du geplagt bist mit verspielenden Gedanken, wenn du das Leben in dir selbst hasst, wenn du dich nur in Verspieler fühlst ohne Hoffnung für die Zukunft, dort ist Verdammnis vom Feind. Dort fällt sich vielleicht so, als wenn die Gedanken von Gott kommen. Du weißt ja, dass du hast recht getan und du fühlst dich dabei schlecht. Aber Gott verdammt dich nicht. Den Feind, den wird unsere Brüder Verklauer genannt in der Bibel, Offenbarung 12:10. Und er will haben, dass du es verspielen. Mutlos sein und stärker bleiben. Heilige Geist aber macht Gerechtigkeit in uns klar und weist der Welt, dass es an Jesus fehlt. Er holt uns nur an Gott. Und es steht uns machen wieder auffeilen. Heilige Geist wird in der Bibel nicht der Rechter genannt, oder der Kritisierer, der Fehlerfinger und der Verdammer. Er ist den Tröster, Rotgeber, Helper, den Vermittler, den Aufgut, Kraftgeber. Er steht bei dir, Johannes 14:26. Er ist an deine Seite. Nu Römer 8:1 nu, dann ist nu nichts mehr zu verdammen an die, die in Christus Jesus sind. Sicher, wir haben alle Dinge, was wir andere sollen. Aber zur selben Zeit, so ist es weiter. Dass Gott nicht hingeran ist, an sein Sinn zu finden. Vertrau seine Leib, nimm seine Vergebung an, durch Glaube an Jesus. Und lass sein Wort dich von Beinen und Büten verändern. Zum das Geistliche von der Ocean Leben annehmen, musst du Heilige Geist annehmen. Zum dort tun, was du machst, die begrenzte, falsche Überzeugungen wahrer Stunden, die in dein Verstand können verwandelt sein. Die meisten bekannte, falsche Überzeugungen fangen mit einer recht hierende halbe Wahrheit an. Zoals, ich zie nicht gut genug. Ich kann nicht. Ich zie een Verspieler. Ich kann nicht ändern, was ich an mir tun habe. Gott hasst Sinn. Diese alle haben vielleicht eine Wurzel an Wahrheit. Du hast wahrscheinlich wenn's einmal in dein Leben auch verspielt. Oder ein großer Verlust gehabt. Aber das macht dich nicht in Verspieler. All diese Überzeugungen, wenn die tachgelaten wird, die bringen ein Verspielen in ein Rechte und ein Verdammen. Um die Freimachen von falschen Überzeugungen sagt dein Ziel ab Gott seine Wahrheit. Wenn du weißt weiter, wo Gott ist, check bloß nur Jesus. Du findest nicht Beispiels in der Bibel, wo Jesus für ihn Tod wenn der recht tut. Du sitzt nicht, dass er sagt, ich kann die nicht heilen, wenn du hast diese Krankheit verdient. Oder, du wirst nicht gut genug, um gerat zu sein. Jesus läuft Mensch, er läuft die. Und hast du Gesundheit, Fried und so viel mehr. Wenn wir Gott so channeln, dass er wirklich hast, dann war wir leiftolig. Warm und angenehme Personen. Und Schein Raum zu haben. Warum? Wenn wir feilen uns smaklich mit Gott. Und auch mit wo uns Verhältnis mit ihm ist. Dort macht uns fähig, das geistlich von der Ocean Leben unternehmen. Heilige Geist weiß jeder Part von deinem Leben, sogar deine Zukunft. Er weiß jeder Kleinigkeit. Und er wohnt in die Bahn. Im Gegenteil von was viele glauben. Er ist nicht bloß besorgt die geistliche Wiederkommen. Heilige Geist will die in alle Wahrheit leiden. In jeder Part von deinem Leben. Johannes 16:13. Und das bringt uns nu naar das Thema von dem nächsten Kapitel. Du musst den Gedankensort mit der Wahrheit ablehnen. Seine Wahrheit.